Guten Mittag, die Damen und die Herren. Heute wollte ich mal über die Gesetzesinitiative schwätzen, die den Status von den Transpersonen soll regeln. Wie sind Transpersonen? Das sind biologische Männer, die sich aber als Frau fühlen. Die Menge, sie werden am falschen Körper, oder biologische Frauen, die sich als Mann fühlen. Das sind also Leute, die ganztags unter einem psychologischen Leidensdruck stehen, und die auch an der Medizin beschrieben sind als Gender Dysphoria, Gender Identity Disorder oder andere Begriffe, wo dann viel darüber diskutiert wird, wie die Leute soll psychologisch, psychiatrisch, medizinisch abfängen, ob Operationen nötig sind, für das Geschlecht zu ändern, ob das überhaupt gut ist. Also auf jeden Fall gibt es hier eine kleine Gruppe von Leuten, die hier ein Problem haben. Und das Problem hat sich auch politisch konkretisiert, dadurch, dass die Regierung ein Projet de loi proposiert hat, und CSV eine Proposition de loi, die eigentlich allen zwei darüber rauslaufen, dass ohne Operationen, ohne irgendwie groß visible Umstellungen, die Leute können durch einen einfachen administrativen Akt hier Geschlecht bestimmen, und das soll schon gelten im Regierungsvorschlag von Kanada, wo 5 Jahre und da stellt sich also ein großes Problem auf in der Protektion von den Minderjährigen. Zumal auch bei minderjährigen Kanada sich ja die Perzeption und Bildung, Festigung von der Geschlechteridentität ist viel mehr spät ausbildet als durch an der Pubertät. Was also politisch heute gesehen, das nicht nur, dass hier eine Situation von einer paar Personen soll geregelt gehen, aber es geht viel mehr weit. Erstens muss Politik sich vorstellen, wie sie sich zu der medizinischen und biologischen Wohlrecht verhält. Die Trans-Lobbyen, die eigentlich nur eine Gesetzesänderung wollen, die behaupten, dass der Doktor bei der Geburt von einem Kind eigentlich das Geschlecht nicht feststellt, aber es assigniert zuweist, so als wäre das ein arbiträrer, unwissenschaftlichen Akt von einem Mediziner, was das aber nicht ist. Das Geschlecht von einem Menschen ist ja nicht mehr bestimmt durch die externen visiblen Geschlechtsorgane, aber auch durch Hormone, durch Chromosomen, alles das kann man ja feststellen, und es gibt ganz, ganz viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Eine zweite Sache ist, dass die Gesellschaft insgesamt ein Interesse daran hat, dass Leute klar identifiziert gehen. Das ist also schon schwierig, von Leute, die sich nicht müssen operieren lassen oder nicht speziell hormonell behandelt werden, also ausgesehen wie eine Person von Geschlecht A, aber administrativ zum Geschlecht B gehören. Auch das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen, zum Beispiel, dass Männer, die sich als Frau bestimmt tun, dass die können auf Damentoilette gehen. Wir sehen das in Kanada oder in den USA, was das für Probleme bringt, oder am Dammensport partizipieren, ob schon sie aber biologisch Männer sehen. Auch das sind Diskriminationssituationen. Für uns alle ist es doch schwierig, wenn man dann mit Personen konfrontiert sind, die man spontan gehen mit Madame oder Monsieur reden, die aber dann sich diskriminiert fühlen, weil sie vielleicht administrativ festgelöst haben, dass sie zu dem anderen Geschlecht gehören. Das wäre auch noch nicht so schlimm. Aber gleichzeitig ist die Regierung im Gang am Kader von der Ratifizierung von der Istanbul-Konvention als Strafrecht an dem Sinn zu ändern, dass wenn die Leute falsch urriert, also an dem Sinn diskriminiert Transpersonen, dass den eventuell auch riskiert, strafrechtlich verfolgt zu gehen, für etwas, wo sich weder das hat können erkennen, irgendwie nach so eine schlechte Intention misst sind. Also auch da stellen sich ganz grundsätzlich Fragen. Für als Kanner ist das auch ganz schlimm, weil bei der Freisexualisierung gibt ihnen dann eine Fluidität in der Genderidentität suggeriert und erklärt. Und das bringt viele Kanner durch an nicht gibt ihnen sogar auch hier am Land, nicht nur in den USA, so gesagt, als gegen neue Begriffe wie die Väterin, eine Väterin als eine biologische Frau, die ausgesät wie ein Mann, die sich also zum Beispiel hormonell behandeln gelassen kann, eine Berg tun, an eine Kant kriegt. Das ist also dann eine Transperson, die als Transmann auftritt, die aber eine biologische Frau ist, und das soll da bezeichnet gehen als die Väterin. Und das wird als ein Kanner an der Schule erklärt. Und ihr seht, dass das alles ähnlich wie einfach ist für die Kanner, als das nicht zu erkennen und nur zu vollziehen, aber wie die Älteren, mit denen, wo die Kanner vielleicht hinkommen und Erklärungen wollen, genauso machen.
Et ass also eng Situationun, wo man alle goet d'accord sinn, dat war Leiit an engem Leidensdruck sinn, Fläich och suizidal verandert oder wie auch immer, dat dee soll geholf gin, du hast net de Problem, du hast net froh politisch gesinn, schmengen du hast immer de Wëndeln do ze hëllefen, mé kënner et Mächen op Kächte vun der wissenschaftlicher Worecht, kënner et Mächen op Kächte vun der Rechtssicherheet och strofrechtlech vun der Identifizierung vu Leiit, wie hale mir et als Gesellschaft zum am vereisen Verhältnis zu der wissenschaftlicher Worecht an überhaupt auch zu den Prinzipien, die es sollen regeln, an sind wir bereit, dat für so eng relativ marginal froh, ohne aber der Leidensdruck von denen Leute durchwillen klein zu schwätzen, ob man aber bereit sind, dafür die Prinzipien abzugehen. Ich meine, das darf man nicht. Wir müssen gucken, ob man die Sache vernünftig umgehen, ohne auf grundlegende Prinzipien zu verzichten. Ich sage nicht vielmals merci für die Nachrichten, bis nächstes Jahr.